Ein Vater, wir mit seinen Jungen unterwegs, und wir wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner Jung. Und das Jung fragt auf einmal seinen Vater, Papa, wann mir eines Tages auf einmal was passiert und was Schlimmes passiert, und ich aber nicht die Kraft habe, was passiert dann? Und der Vater beantwortet nicht für diese Frage und sagt, und dreht die Frage an und fragt dem Jungen Trade, hey mein Junge, wenn du in den Plänen gehst, wie lange Ferien kriegst du dein Ticket? Also 3 Wochen Ferien, oder also bloß kurz eine Stunde Ferien, bevor du ihr Ticket upprinting? Na, aber sie sagt der Junge, na, das ist bloß ein ganz stolze Ferien bloß. Warum würde ich 3 Wochen ein Ticket wählen für den Plan? Und so ist es doch mit Gott. Du kommst hier ans Leben, das fällt sich nur eine Wildnis an. Das fällt sich nur eine Wüste an, wo wir keine Frau kriegen, wo wir Unklarheit haben. So schenkt Jesus die Kraft für diese Zeit all 5 Wochen früh, oder bejaht er ans Ende der Wildnis direkt und gibt du uns die Kraft. So wie wir, Pastor John hat uns all 2 Wochen, über 2 Sender hat uns in diesem Dash geführt. Und was das heute an unserem persönlichen Rat an Jesus und diesen Dash zu bejahen. Von der weil wir einen bütterweinlichen großen Dash bejahen. Ein bütterweinlichen großen Dash, wo 5000 plus Menschen sind. So wer seine Bibel mit hat, darf in Lukas Kapitel 9 abschlagen. Wir wollen von der Geschichte gehen, wo Jesus durch 5000 Menschen, eine Familie jetzt über verkauft Dash als Gemeinschaft. Und Jesus braucht auch, wenn wir das Evangelium lesen, auch das Beispiel an den Dash, wo Jesus, du hast die Stelle, wo Jesus sein Herz aufmerkt und offenbart hat. Und so, das geht hier von der nicht bloß um ein Wunder. Ein Wunder, wo Menschen versorgt wurden, sondern das geht um eine Stelle von Versäumnis, von Gemeinschaft und Wiederherstellung. So, wer die Bibel aufgeschlagen hat, wir alle haben das teils einmal kurz lesen. Lukas Kapitel 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkamen, verteilten sie einmal alles, was sie getan hatten. Dann haben sie entmerkt und sie gingen für sich allein in eine Stätte mit Seite. Aber als das Volk dort an war, gingen sie am Hänger ran. Hij hat ein Willkommen Reden von Gottes Reich. Und wem das fehlt, den heilt hij. Und als das Abend war, kamen die 12 und sehen, scheidt das Volk weich. Dort sind eine Städte, noch die Heven, am Jähren können dort sollen ja da kommen. Und was zu eten fingen. Weil wir sind hier bloß in der Wildnis. Und aber hij sagte, geeft je en te eten. Und sie sagten, wir haben nicht mehr als 5 Brot und 2 Fisch. Bitte, wir sollen für all diese Menschen gehen eten können. Und so willst du wieder ungefähr 5000 Mann. Und so er sagt zu seinen Jüngern, lot an sich durchsetzen, ein Schwar von 50. Und so deuten dort, und schaffen dort, dass sie sich alle durchsetzen. Dann nahm er 5 Brot, 2 Fisch, keek nom Himmel und dankt für das Brot. Und gab die Jünger dort die Menschen versaten. So eiten alle, in waren satt und sie lösen noch 12 Kart Kremels ab, die ewig bleiben werden. So Jesus hat diese Jünger rückgeschickt, sein Recht zu verbreiten und die Götter nur Recht wiederzubringen. So sie kommen tragen, wahrscheinlich hatten sie sehr viel Geschichte von all den Wundern, was sie erlebt haben, von den Göttern, Vertalnissen, was sie mit den Menschen der Umgebung erlebt haben. Sie kommen tragen. Jesus sagt, weil wir erst mal mit allein gehen und du kannst dann mit mir über diese Sachen vertellen, was ich erlebt habe. Und so ich dachte für daran, Jesus lädt uns nur diesen Durchschnitt zum Wort, zum mit am vertalen. Die Frage ist nicht, oder die Frage, die ich stelle, ist, nehmen wir uns Zeit in diesem finischen Tag, um überhaupt mal an diesen Tag von stellt sie mal Hand zur Seite. Das ist eine Frage, die du für dich beantworten kannst. Bevor heute das Brot überhaupt für das, wie sein hat, mit Lot eine Schicht verdalt hat das Brot. Aber bevor überhaupt das Wunder passiert, sagt Jesus sich mal erst einmal diesen Dash und sieht, was die Jünger erlebt haben. All die Stories, all die Geschichten. Vielleicht Meidigkeit, hört, für was er brennen hat. So, Jesus, wir an einer steht allein. Und dann kommt der entscheidende Satz.
De mensen hadden echt toch wel meegekregen dat Jezus nu te jong was. En zo waarschijnlijk hadden Jünger een goede job gedaan. De mensen wisten wer das Jezus was. En ze willen hem nu unbedingt kennenlernen. En ze zijn hem hingen en ze vangen hem door. Het zegt door, ze volgden hem nu en hij nam end ab. Jesus sagt nicht, hey, ich will hier schon mal allein sein mit meinen Jüngern. Jesus sagt nicht, wacht anstatt. Jesus sagt nicht, Gott ist mal woanders rein, ich komme hier heran. Nee, Jesus sagt, die sind willkommen hier. Hij empfangt de mensen met open armen. Viele Menschen von uns persönlich, ich weiß nicht, wie ihnen das geht, glauben, ich muss besser worden, um diesen der Stadt zu kommen. Vielleicht als ich werde denken, ich muss mein Leben schon mal Ordnung haben, dass ich meinen Herrn Jesus persönlich begegnen kann. Oder ich muss wie geistlicher sein, um diesen der mit Jesus zu rennen. Und lass mir die eine Sache sagen, wir sind damit so viel beschäftigt in unserem Weg, dass wir rennen und schaffen, arbeiten und für jeden stellt sich einfach Hand zu setzen mit Jesus. Wenn Jesus will nicht bloß arbeiten, Jesus will Freund. Jesus will nicht bloß hein, der wird constantly drug sind, Jesus will heute. Und so das ist die Gefahr für uns, dort wir so beschäftigt sind mit Göttertönen, dort wir uns distanzieren von unserem persönlichen Herrn, in Jesus. Wie seht ihr bloß nur die Verdeule? Nur die Verdeule, wird eines Tages noch mal im Himmel sein können, aber weißt du was, der Himmel kommt drauf für dich, von dir persönlich, wann du an diesen Tag mit Jesus verbringen das. Und so, der Mensch sagte am ab. Und dann verteilt Jesus von der Reich Gottes. Und halt brachte die gute Botschaft rüber. Hij zet Bedürfnisse, hij zet Verletzungen, hij zet Verlangen, hij zet Gott. Und so, wie können wir sagen, das sagt in der Wildnis, dass heutzutage wir wahrscheinlich x von den Dreher steht, aufgelegt, sondig und staffig. Und aber trotzdem wird das eine Stadt von Begegnung, dich beisein, even wenn der Umgehung staffig und verloren wird. Willst Wort, wenn sie Person Jesus wieder. Hast du Hunger nach Jesus? Wenn sie Menschen wieder hungrig. Die Menschen wieder hungrig und sagten nach diesem Radar, was sie so abgewacht haben, und sie hatten so gute Geschichte von diesem Jesus, was heute in den Leben von den Menschen deut. Und sie sagte diesen Jesus ab, sie musste dem Sieg gehen. Sie musste dem Sieg gehen, wenn sie heute so viel Bitterweinlichkeit gehört. Machst du den Jesus auch Sieg gehen, wenn du hast so was Bitterweinlichkeit mit ihm erlebt? Hast du Hunger nach diesem Jesus Wort, denn der steht für dich persönlich? Und deswegen ist mein erster Gedanke für diesen Punkt. Und das mit Jesus fängt dort mit Neuheit an. Dort fängt erst mit dort dich beisein an. Dort fängt erst mit dort Hansate in Terharche und Vertalen an. Wir gehen wieder in Vers 12, da passiert dann, dass die Jünger anfangen angeduldig zu werden. Das fängt langsam Abend zu werden. Und die Menschen waren hungrig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auf Jesus war nicht ein Tag, dann wahrscheinlich einen halben Tag oder mehrere Stunden, wo uns gepredigt und geredet zu diesen Menschen, dass heute so viel. Die Menschen fangen an, hungrig zu werden, sie fangen an, durstig zu werden. Und sie sagen dann, wie habe ich hier nicht, sagt der Jünger. Wir haben hier nichts. Was soll wir noch was zu eten gehen holen oder was soll wir nicht tun mit diesen Menschen? Und so das ist wahrscheinlich in seinem menschlichen Denken durch. Ein menschliches Denken von, das ist viel zu laut, wir haben hier kein Eten, und wir viel zu viele Menschen, aber weißt du was? Jesus denkt anders über dort. Er sieht hier eine bitterweinliche Möglichkeit. Und er sagt, ich sehe nicht. Er sieht nicht den Mangel, er sieht eine Möglichkeit. Und dort ist es bei uns, bei mir mag ich das immer, dass wir so kurzsichtig sein, dass er durch unsere Augen, und wie der wir uns lehren, durch Gott seine Augen zu sein. Even wenn das nicht so laut,
dat het alle derkomt en dergeht. So viele Situationen in ons leven begehen wie in Angst. So viele Situationen in ons leven zaten wie in Limit non. So viele Situationen recken wie dat plötzlich ans menschliche Denken uit. Und du stelle ich mir die Frage, wann wir wirklich mit dem persönlichen Herrn, Jesus Christus, was für die betont hat, wann wir wirklich mit am Top setzen würde wir dann nicht weiter dort er unbegrenzt ist. Dort wir am kein Limit ist, dort wir am die Möglichkeiten alle opstonen. Wie moeten leren. En dat is mijn gebed voor de mensen rond mij en voor de kerk, dat we leren een himmlische perspectief te hebben en te ontwikkelen. Dat God zijn ogen te zijn. Aber ich weiß nicht, was für die Wildnis für die uitlaat. Und vielleicht best in krijgen eine Wildnis. Wildnis kann uitlaten von tijd von sich ladig fühlen. Tijd von wachten. Tijd von dem Weg nicht klar sein, in welche Richtung ich nu gehen soll. Tijd von Einsamkeit. Und weißt du was? Kreit in dieser Stadt offenbart sich Gott. Ich meine, die Jünger scheiden diese Menschen weg. Wenn sie hadden, du nicht genug. Aber das ist unsere menschliche Reaktion, nicht? Wenn wir nicht mal da sein, dann lädt wieder Tag. Bei Jesus sagt, Jef und te eten mit anderen wird, kann man vielleicht sagen, betreik mich hier nun an. Betreik mich persönlich hier an, sagt Jesus. In der Zeit von Wildnis möchten wir auch eine Sache. Dinge fallen weich, auf was wir uns bei der Stadt haben. Was ist für die persönlich? Also eine Sicherheit. Ich meine, wir wohnen hier viel wenig sehr sicher, in Sand sicher, als dort die alles unter Kontrolle in dein Leben haben. Als dort deine Kraft, auf was du verloren hast in dein persönliches Leben. Because in der Wildnis, in der drei Zeit, fallen diese Sachen fort. Und dann möchten wir auf einmal sehr bosig, Jesus ist genug. Jesus muss genug sein. Wo unsere Möglichkeiten zu eingehen, fängt Gott seine Versorgnis erst an. Wenn derjenige, wo Jesus merkt, selbst in der Wildnis, dort eine steht von Versorgnis. Und deswegen sage ich zu diesem Punkt, und da schmeckt Jesus als Mangel nie dort ein von der Geschichte. Wir lesen wieder in Vers 13. Wir haben hier nicht mehr aus 5 Brot. Ich weiß nicht, wie groß das ausgelotet habt. Aber manchmal stelle ich mir dazu vor, dass wir probably nicht so groß gelotet haben, sie hatten nicht mehr als bloß das Bett. 5 kleine Brot und danach 2 Fisch. Und weißt du was? Das Bitte-Evangelium in Gott sein Reich ist, das fängt Völkern an mit nicht genug. Und Gott sein Reich fängt das Völkern an mit nicht genug. So die Jünger sagen, wir haben bloß 5 Brot und 2 Fisch ab das und das. Wir haben bloß. Hey, das wird einmal persönlich in je Leben hier. Das wird bloß. Ich habe bloß das bisschen Geld. Ich habe bloß so ein Haus. Ich habe bloß so viel Land. Ich habe bloß. Wenn es das wir ziemlich, man würde Jünger uitlachen können. 5 Brot und 2 Fisch. Das kleine Karfje für 5000 plus Menschen. Aber interessant ist, Jesus bat trotzdem daran, und das Kleine zu bringen. Er sagt nicht, komm weiter, wenn ihr Schmeier von der Stadt geholt habt. Komm träg, wenn ihr Schmeier besorgt habt. Das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, regt mir das kleine bisschen an. Leih mir das kleine bisschen auf den Tisch mit mir, wo ich sitze.
Und dort als wir Jesus arbeitet hat. Hij arbeitet met dat weinje wat wir am anvertrauen. Hast du das mal erlebt in deinem Leben? Mit dat weinje wat wir am anvertrauen. Weet Jesus fragt nicht in dein Leben nur das Meier. Ich meine, ich persönlich habe das noch nicht so erlebt. Jesus hat noch niemals nach dem gefragt, was ich nicht habe. Aber er fragt ihn und das Wunder fängt durch an, wenn dort klein bisschen in seine Hände leicht werden kann. Wenn ein klein bisschen ab dem Dash Hände leicht werden kann, wo Jesus sagte das. So, was meint das für dich persönlich von dir? Was ist das klein bisschen, was du am Hand legen kannst? Wenn wir sagen, dass die Geschichte von der Bibel, verschiedene Geschichten in der Bibel, Mose hat bloß einen kleinen Stock. David hat bloß eine kleine Slingshot. Der alleinstehende Früh hat bloß ein kleines Bett Eil. Und der Jünger, der hatte bloß 2 Vers und 5 Brot. So, Jesus verlangt nicht nur das bitterweinliche Gräute, sondern auch deine Handgebung. Dass du die bloß ganz 101% an dessen Dash handgeben lässt. Nicht nur dem, was du nicht hast. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr nur, ich wäre, mein Glaube ist ziemlich clean. Ich habe nicht sehr viele Resources, was ich geben kann. Ich habe nicht sehr viel Gabe. Und ganz bestimmt habe ich wenig Zeit. Und wir glauben immer daran, oder wir glauben, dass Jesus fragt nach dem sehr fehlen. Weil Jesus fragt nicht nur den Kandidat, nur wie viel. Jesus fragt, vertraust du mir das bisschen an, das wenige. Wenn es das Wunder fängt, nicht mit dem Überfluss an, sondern mit einer ganz einfachen Handgebung. In demselben Satz lesen wir auch noch, dass die Jünger früher nur Jesus selber in die Stadt holen und Eten holen. Seht ihr, was hier passiert? Nachdem soll ich mir an das Eten kommen, soll ich luisteren und holen, soll ich das tun? Aber das war ein Punkt von, dass ich selbst ranede und selbst schaffte. Aber Jesus sagt bloß, nein, ihr sollt nicht was holen gehen, ihr sollt das Bett bloß an mir da schauen. Das wird alles, was du tun musst. Wenn es ein bitterweinlich ist, Jesus multipliziert nicht das Fehler, Jesus multipliziert das kleine Handgeben. Ich dort was mehr. Ich dort Bett, was man handgibt. Wenn es das wenige, was wir am Handgeben ist, so bitterweinlich kraftvoll, wenn das erst in Jesus hinein ist. Das ist so. Wenn wir ja schätzen, das wirken. Wir ja schätzen, dass Jesus mit kleinen Dingen auch was tun kann. Ich meine, 5 Brot, 2 Vers, für 4.000, dann sage ich plus, früher in Kenia noch wahrscheinlich. So, was ist das wenige, was du bringen kannst von dir an den Dash? Ist das deine Zeit? Ist das dein Gebet? Ist das deine Stimme für Anbetung? Ist das eine Ermächtigung aussprechen für deinen Nachbarn? Was ist das Bett, was du von dir persönlich an diesen Dash bringen kannst? Oder ist es dein verbrochenes Hart? Was ist es? Denk darüber nach. Und hier sage ich mir, bring das zu mir. Und das ist, wie das Reich Gottes funktioniert und schafft das. Bring mir das Kleine, was du hast. Wenn sie das wird nicht gerade so lange, dass eine Hein von der Jünger wäre. Sie baut dort eine Hein von Jesus wäre, hij anfängt zu danken. Damit wordt het meer. En zo, we houden dat wijnje houden we zo verken vast. Wens, we geloven dan dat direct al niet meer te een maand. Wens, van wat zal ik dan leven? Ik heb dus nog dit kleine bed. Bij Jesus wacht dat u dat anvertrouwd is. Die Schwachheit, die Berufung, die Resources, die Tijd. So, dat geht nicht darum, die bitte gewöhnlich rüber zu kommen an Jesus. Wenn Menschen
kommen hungrig. Pastor John sagt das auch eine von seinen Message. Menschen kommen hungrig. Aber die werden niemals ladig weichgehen. Jesus bietet sein Recht nicht mit perfekten Menschen. Das eine ist klar. Jesus bietet niemals sein Recht mit den Menschen, die alles taub haben. Er hat das mit denen, die hingebend sind, die bereit sind, Opfer zu bringen. So, die Frage ist, was sind deine 2 Flaschen 5 Brot? Was kostet du hingeben? Und so ist mein erster Gedanke, und das mit Jesus, wird das wenig genug. Und das mit Jesus wird das wenig genug. Und dann gehen wir zum Ende von dieser Geschichte, in Vers 17. Dat sagte ze eiten en waren alle zot. Ze eiten en waren alle zot. Weil man alle Typ sagen, alle zot. Alle zot. Sie waren alle zot. Nicht bloß ein Snack, sie waren alle zot. Jesus braucht nicht bloß die Versöhnung, Jesus ist in wir. Und dessen Gröten Dash selbst persönlich die Versorgung. Und das ist eine duidelijke waarheid wat we mitnehmen nemen. Menschen worden nicht bloß im Bett versorgt, Menschen worden ganz oud bij ihm. Und das ist hier nicht bloß ein Wunder, was hier passiert. Diese Schicht sagt, über Jesus seine Identität, ich wird sehr besonders aus. Und dort ist, Jesus bringt nicht immer bloß die Versorgung am Tisch, Jesus ist die Versorgung am Tisch. Für die persönlich Leben, heute ist der Versorger für die persönlich. Wenn Menschen kommen in diese Wildnis hungrig nennen, aber sie gingen erfällt, war er weich von dir. Wir lesen auch noch mit Lothar in dem Evangelium, dort sagt, heute ist das Brot von Leben. Manchmal habe ich mir da ein bisschen interessant gefragt, was soll ich aufbieten von ihm? Weil er sagt, heute ist das Brot vom Leben. Aber laat me iemand anderem weer zeggen, wat die Säule sagt. Wat die Säule sagt, fängst du letztlich bloß in an. Und so, das ist sehr interessant, aber Völken, der tiefste Hunger passiert bütterlich. Was meine ich damit? Wenn wir erst hungrig sind, sehen wir nur Erfolg. Wenn wir erst anfangen hungrig zu sein, sehen wir nur in Relationships der Erfüllung. Wenn wir erst hungrig sind, dann steht wir uns auf das Geld, was in meinem Bankaccount ist. Wenn wir erst hungrig sind, scrollen wir constantly on Social Media. Aber trotzdem, und das ist es leider funktioniert hat, man bleibt ladig. Wenn wir sagen, bütterlich nur die Nahrung für uns selbst. Bütterlich sagt, wie sie erfolgen. Nur die Nahrung für uns selbst. Warum? Bleibt man ladig? Ich glaube, wenn es diese Säule ist, dafür ihr merkt in die Schafe, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wir singen, wenn sie dort. Das ist einer von meinen Favorite Songs. Halleluja, preis den Herrn, er merkt die frei. Wenn er uns frei merkt, der wie an diesen der Seite kommen, in Teil sein von was er ab diese Erdwelt tun. So wie man da ein lernen, und dass dort das nicht bloß eine religiöse Stätte ist. Wie der wir dort als eine Stadt sein, wo es unser Seilwort Nahrung kriegt. Ich sehe erst die Umgehung wie wahrscheinlich sehr staffig und dreckig in der Wildnis. Ich meine, das ist das ganze Wildnis und Wüste vorstellen. Aber even auch wenn die Umgehung verloren einsam wird, passiert danach ein Wunder, wenn es seine Person wie in der Wildnis. Und dort wie noch. Da wir auf einmal kein Mangel mehr. Weil Jesus wie in der Person, du in der Wildnis. Und dort bedeutet unsere tiefste Sicherheit kommt nicht aus unseren Umständen, uns. Wenn wir konstant nur die bütterliche Nahrung sicher, wo wir immer ladig bleiben. Dort wird immer durch han uitgehen, dat we ons een steeds erfüllt fühlen und bei einem
minuten, stunden, dagen, maanden, wat zich dat waar vanzelf in ladig voelen. Dat is waarom we bitterlich onze Nahrung zoeken. Jesus, laat die persoonlijk aan deze steden aan, wo die Säulen Nahrung finden können. Menschen leben sehr stark mit einem mangelnden Denken. Was meine ich da? Habe ich mal den Satz gehört, das ist nicht genug. Ich sehe vielleicht nicht mal genug. Ich will vielleicht never genug haben. Aber weißt du was die bitterweilige Antwort auf das ist? Jesus ist genug. Jesus allein ist genug. Die Jünger fokussieren, in dieser Lektion, wir sehr stark für die Jünger. Ich glaube, das soll eine selbe Lektion auch für uns sein. Die Jünger fokussierten sich hier an die, wie viele Menschen da wir, an die Begrenzung, an dort, was nicht möglich wird, an dort, was nicht törig, an dort fokussierte sich die Jünger in dem Moment. Aber Jesus sagt, ich sehe genug. Ich sehe genug. Und dann ist, wo Jesus uns anlädt von der. Diesen Dash, wo wir so merken, die Begrenzungen sind in uns Leben. Wo wir so merken, meist nicht mal an sie irrt an diesen Dash zu kommen. Wenn wir glauben, wir sind das nicht wert. Aber weißt du, was passiert? Wenn Jesus der Gastgeber ist im Haus, du hast keinen Mangel mehr. Das ist nicht dort, wie vielleicht alle unsere Weihnachtsliste, was wir merken, dass wir alle was kriegen. Wahrscheinlich nicht in uns Leben. Aber wenn wir bannerlich sein in unsere Säulen, in uns Gott, wo wir erfüllt worden, wenn wir lehren, anders in das einen Platz zu nehmen. Und deswegen ist mein erster Gedanke für diesen Punkt, am Dash mit Jesus, jeft dort mehr als genug. Jesus lädt uns an, diesen Dash zu kommen. Er sagt nicht, komm, wenn du reif bist, wenn du alles taub hast, wenn du perfekt bist, komm, wenn du erstmal deine Sachen, dein Leben mal endlich abgeringt hast, das ist noch niemals, was ich von Jesus gehört habe. Jesus sagt, nu gerade, in diesem Moment, wo du bist, in deine Städte, in dein Leben, komm, sagt die noch mehr. Aber wir sind so beschäftigt in uns Leben, dass wir nur das Mehr sehen. Und wo wir nur die bütterliche Nahrung sehen. Lass mir die eine Sache sagen, du wirst niemals abhören mit Ranen dann, wenn du wirst nicht noch kommen. Aber wie hat die Möglichkeit, mit unserem bütterwöhnlichen Herrn Jesus Christus an diesen der Staub zu setzen und an zu begegnen? Vielleicht sagst du, meine Säule ist nicht so meid in diesem Moment. Das war der letzte Zeit. Meine Säule ist bloß meid. Ich kann nicht mehr. Vielleicht sagst du, sie innerlich al Messkreid verhungert. Mich hungert das also grülich sehr. Vielleicht sagst du, sie nu kreid persönlich in einer sehr drehe Wildnisbahn. Und vielleicht sagst du, ich kann nicht viel zu bringen. Ich kann nicht. Dann ist diese Geschichte von Lukas Kapitel 9 eine Einladung für dich. Ganz einfach und simpel, an diesen Dash zu kommen. Wir brauchen nicht leisten, wir brauchen nicht Bitterweinlichkeit mitbringen. So einfach und simpel merkt Jesus uns, dass durch das Kreuz, was er gegangen ist, durch den Weg, was er an das Kreuz gegangen ist, so einfach merkt er uns das. Und wir merken, das ist so kompliziert. So kompliziert. Und Jesus sagt, bloß komm hier, setz mit mir einfach mal. Setz mit mir. Wenn du hungrig und durstig bist, komm, ich kann die fällen. En dat nächste Leid, weil wir ihn dort anladen, dass man uitgeprøver. Wir singen da in den Lyrics, in den Text, dass jetzt alles bloß an die Jesus. Und vielleicht hast du, das sind die paar Minuten, die du hier brauchen kannst von dir. Und Jesus sagt oft, an diesen Tag zu kommen und sagt, Jesus, ich komme zurück. Prüf das uit, vielleicht, du musst nicht unbedingt mitsingen, wenn du weißt, deine Augen schließen und bloß daheim abhören und Jesus sagt, hier, nimm du mich frisch. Ich will mehr von dir. Und ich lade dich abzustehen.
En die nu ungefär van een minuut mal te sluiten. Jesus, du bist genoeg. Danke, dass wir uns an die Hölle dürfen. Du hast dort möglich gemerkt, dass wir ganz einfach ohne viel Weh, was zu arbeiten, an diesen Seite zu kommen. Du hast uns das so einfach gemerkt und danach merken wir, dass wir so schwer an uns leben. Wir beten, Lord, ich bete, dass wir uns kwijt lernen, das ist ein Schritt zu gehen. Das ist ein Schritt von einfach Zeit nehmen, Handzaten und wahrnehmen. Wahrnehmen, wer du bist und was du in mein Leben tun wirst. Jesus, wir ehren dich und wir danken dir aber für die Möglichkeit, was wir von dir haben, das freie Land. Dort wieder zu tun dürfen. Einfach bei die Seite zu kommen, mit die zu vertalen. Jesus, das alles bloß wünscht dir, Jesus. Amen.